Voilà, willkommen bei Dreckstart hier auf der Gamescom. Hey, wie ihr seht, hier ist extrem viel los. Und wir sind extrem froh, für heute zu sehen. Wir werden einen Eindruck geben von allem, was hier so geschieht. Absolut, absolut. Also, es geht wahnsinnig. Hier sind übertrieben viele Leute. Das muss ich mal von hier aus gesehen. Es sind lauter Spieler, die man gucken wollen. Wir haben just einen Tag Zeit, aber wir probieren den Besten draus zu machen. Ja, wir laufen heute den ganzen Tag durch alle Hallen, extra für euch. Das ist auf alle Fall absoluter Wahnsinn. Yes. Okay? Allez, wir gucken, dass wir bei Tralomlün. Gamescom an Deutschland als Gemoos und der Ausstellungsfläche an der Besucherunzahl die weltweit größten Ausstellung für interaktiv in Erhalungselektronik, besonders am Bereich Video- und Computerspieler. Schon beim Rauffuhren an Start geht von zahlreichen Plakaten zu den neuesten Spielern begrüßt. Und dass der Weg bis auf Köln sich auf alle Fall lohnt, da kann noch von Jahr zu Jahr immer mehr Leute. Letztes Jahr haben 335.000 Menschen aus aller Welt Gamescom besichtigt, was nämlich knapp unter dem aktuellen Rekord von 340.000 das Jahr für die Runde lag. Dieses Jahr erwarten sich die Organisatoren allerdings bis zu 500.000 Leute. Zahlreiche Hersteller aus aller Welt präsentieren hier all Jahres auf 140.000 Quadratmeter die neuesten Erhalungssoftware und Hardware. Bis 2008 wurde sie als Games Convention bekannt und wurde zu Leipzig ausgerichtet, bis sie dann für 2009 auf Köln und Köln-Messe geplant ist. Die ersten von den 5 Tagen sind alle just für die Presse und Fachpersonal zugänglich, dann Tiere von Freitags bis Sonntags für jeden abgehen. Das am Gegenteil zur E3, der andere große Videospiel-Convention in Amerika, die nicht vom Publikum kann besichtigt werden. Voilà, wir sind dann hier, kommen bei das Gewinnspiel von dieser Woche. Und zwar, diese Woche geht es zu gewinnen. Das sollte mal gehen, Schlo. Ich wollte den Handy. Voilà. Den Portal Cube, an den hast du gewonnen, an dem. Und Fruffenhaut, das ist nicht so einfach. Der muss den Fake Jimmy an dieser Episode finden. Okay, der weiß nachher, wie der Fake Jimmy ist. An den als irgendwo an dieser Episode verstoppt. Schreibt das eine E-Mail vor, auf infactplacegames@gmail.com. Hier steht es richtig. Und der gewann diese Portal Cube, Mami Yoshi von der ersten Woche und mit dem USB-Stick von der zweiten Woche. Also schreibt das ran. Der hat Zeit bis morgen noch, wenn du mal vernimmst. Okay, infactplacegames@gmail.com. Vielen Dank. Voilà, mir fehlt am nächsten Mal über alle Spiele, was hier ist, so. Es sind noch so viele, aber just den Tag Zeit. Und für hier ist ein fantastischer Platz. Für einen so zu sehen, wie das ist. Ein Spiel auf dem anderen, eine Firma auf der anderen. Ja, auf alle Fälle, als Xbox Ubisoft. Es sind alle Knüller, für die wir hingekommen sind. Und wirklich, dass wir leider so wenig Zeit tun, das Platz ausgesicht, für einen wirklich einen guten Überblick zu kriegen. Hier ist Minecraft, Scalebound, Trackmania, alles aus hier. Battlefront könnt gespannt. Da gehen wir nach gucken, was wir so machen können. Voilà, hier sind wir an einer riesengroßen Halle, wo extrem viel Aufwand ist für alles, was hauptgerichtet ist. Das ist total verrückt. Hier haben wir einen RTRT, einen TIE Fighter von Star Wars stehen, und 6 Computer und Mann und sie hier beide Seiten, wo sie zusammen hier spielen. Allein für Battlefront. Allein für Battlefront. Da haben wir so nach den ganzen Xbox-Stand. Das Xbox-Stand auch impressionant. Du hast Forza Motorsport mit einem Pre-Release Ford GT, den mega geil ausgesehen. Hier finde ich von Speed immer direkt den Porsche und den Aufwand hier ist wahnsinnig, den sie sich machen für den Spieler hier mehr zu bieten, wie einfach in einem Bildschirm, einfach ein Erlebnis aus diesem Tag zu machen. Und das ist faszinant und das ist genial hier. Und was man auch gerade am Hintergrund gesehen hat, das Gameplay, sie machen gerade eine kleine Live-Reportage hier. Wir hat man auch gerade noch ein kleines FIFA-Match gesehen. Also wie gesagt, das ist ganz viel hier auf der Gamescom zu erleben an einem Tag. Und wirklich impressionant. Das heißt nämlich nie. Wir gehen noch weiter bis bei PlayStation, Blizzard und es gibt sicher noch viel zu gucken. Yes, bis gespannt. Wenn ihn dann einfach mal einen kleinen Verschnaufpause braucht von dem ganzen Rummel, da kann ihn sich an den verschiedenen Bausenarealen an die Sonne oder an den Schild lehnen und sich ein bisschen erholen.
Gedrängs a Snacks von den Hai op all Eck, so dass es dann noch wirklich und neicht fehlt. Auch für die Leute, die sich echter für den künstlerischen Aspekt von Videospielen interessieren, als gesucht. So konnte zum Beispiel dieses Jahr einem Designer von Blizzard nachgucken, wie er live für das Publikum ein neues Personage kreiert wird. Einem Künstler bei der Arbeit zu gucken ist immer faszinierend, und Fortschritte an den digitalen Design-Tools setzen der Fantasie keine Grenzen. Voilà, und hier sind wir an der nächsten Halle, die riesengroß ist. Hier ist Blizzard. Aber Blizzard hat hier ein riesengroßes Angebot hier und Sachen. Das Jahr könnt ihr kommen ihr Sachen, das ist nächstes Jahr, könnt Overwatch raus. Und die neue Expansion für World of Warcraft, der so gekönnt gehen, Legion heißt sie. Ja. Und voilà, mit Hearthstone haben sie hier ein Riesenangebot. Und voilà. StarCraft, ja, Vervollständigung vom Spiel eigentlich. Das ist die letzte Kehr, wo das StarCraft 2 den dritten Teil von das ist eine Trilogie des StarCraft 2 an den dritten den hast du könnt du geschwind raus und voilà also hier ist fantastisch riesengroß lo gehen wir weiter nur do weil da war doch noch viele so weiß wir sehen dann Heilo beim Stand von Total War Warhammer Spiel published von Sega und von Relic developed und voilà Total War wieder gesehen fantastische Demonstration von ihrer Engine nächste Gameplay den du gesagt fantastisch ist noch zu sagen dass die erste Kehr für Total War das sind ein fiktiv Lizenz und das sind Warhammer holen für drauf waren immer Rome und so weiter die historisch Sachen Lo sehen den besonders nicht viel mit Total War gespielt hat wie empfindest du das dann hier? Also ich fand es immens interessant dass das Spiel wie ich jung war immer Warhammer und ich fand was Lodo Reis gemacht und für allem wo ich schon Rome schon Gameplay geguckt ich nicht selber gespielt die ganze Mischung mit Warhammer zu summen als fand ich ganz interessant und die Demonstration die sie gewesen und ich ziemlich cool fand. Ja also Total War ist ja bekannt für die riesengroßen Schlachten mit Tonnen an Tonnen Unitäten und Dadlo mit der Warhammer Personage das geht fantastisch also ich freue mich doch schon drauf. Okay, wir weiter. Yes. In die Development op der Game kommen he sind net nimmen die allergrößten Dektieren he sind aber auch die Klang an also die Klangentwickler die nachfüllen kämpfen die nachfüllen sich auf die Großplattform ausbreden an von denen also nicht mehr an den Spur was die Spiel dann entwickeln. So what's your game about? Our game is about a bunch of people that abused the substance that God gave them and it turned them all into dwarves. So now there's these diesel stormers that has to cleanse the city. And this is the basic for the game. Out of that we have made unique characters that you will see with unique abilities, unique reasons to join the fight and how they try to cleanse the city. Okay, so that sounds pretty interesting. What's the game called? I didn't mention that right now. What's the game called? Diesel stormers. Decent Summers by Black Forest. Yeah, Black Forest. Black Forest Games. So it's a quite interesting game. You can see some footage right there. And it's not even an old game. Apparently. You said it wasn't even old yet? No, it's early access right now on Steam. We're hoping to release it in 2016 within January, February. That sounds pretty awesome. And it's definitely a game to look out for. Do you know price yet for the game? On early access it's $18.99. We're not sure what the price will be, but we're hoping to keep it at the same price on full release. That sounds pretty awesome to me. So, also da wird so ein anzugucken und ich gucke das immer weiter auf alle Fall auch die Indie-Developer bringen einen fabelhaften Job hin, okay? Also, schaut weiter ran. Thank you very much. Wir sind hier am Stand von Dreadnought. Und wir haben heute Gelegenheit, ein Haus zu testen. Darauf freue ich mich wahnsinnig. Ja, Dreadnought ist ein Spiel von Jäger, ganz bekannte Firma. Und das mit Capital Ships, das Großraumschiffe, wo du kannst steuern und Krieg machen. Das ist fantastisch. Freunde, ist das die Chance kriegen.
fantastisch schön. Kamerafährung. Voilà, das Grafik ist fantastisch. Steuerung ist schon ein ziemlich schwerer Chef. Und genauso viele zwischen uns. Ich fand das fantastisch. Oh, ich kann schon mal an den Baum ran. An den Baum, an den Birsch. Da wird schon heftig geschossen. So, da sind wir drin. Das ist ein bisschen chaotisch, aber das ist auch normal hier auf Gamescom, wo wir alle Leute ein bisschen unterschiedliche Leute sind, die zusammen spielen. Ich probiere auch mal den Jimmy rumzufahren. Den Jimmy ist wie gesagt der Pike. Okay. Ich habe schon ein bisschen weggebeamt, das war nicht so ganz express. Das ist immer nichts, voilà. Voilà, machen wir die Bibelbrot fragt. Machen die Bibelbrot fragt. Und du hast sie weg. Die Schilder gemacht, der Schild ist, oh, da geht es für mich, da geht es für mich. Voilà, lo geht hier nochmal Pörei. Oh, da hast du mir ein bisschen geschickt. Ich werde nochmal ein Tramschiff wechseln, für ein bisschen mehr Licht zu kriegen. Mit meinem Lichtkorvette. Ich bin gespannt, den Jimmy scheint wohl zu gehen. Das findest du schon ganz anders. Oh, voilà, du hast schon viel schnell, viel mehr gelenkig. Ich sehe schon den Pike hier. Ich bin nochmal den da helfen. Voilà. Ja, das ist natürlich ein Unterschied. Ein Lichtkorvette hat viel mehr schwere Waffen wie der große Zerstörer. Voilà, ich mal lieber im Wäsch. Ich gehe hier Fermo gegrafen. Da sind ich weg. Voilà, ich habe lieber ein bisschen mehr Großes. Wer ist denn? Hey, wer ist denn? So, da geht mal für den Dude. Oh, okay. Voilà, da ist schon besser, da gefällt mir schon besser. Oh, wie ich gesehen gerade, Regner gewinnt gerade. Nur leider verloren. Das wird aber fantastisch. So, wir sind hier bei Dreadnought von Jäger. Und das kommt im Herbst dieses Jahres. Leider noch nicht. Es wird im Frühjahr nächsten Jahres in die Beta-Phase gehen. Ja, okay. Das ist ja auch noch früh. Ich habe es einmal kurz angespielt, 2 Matches. Ich finde sehr toll. Sehr cooles Spiel, ja. Sehr cooles Spiel. Die Raumschiffe gefallen mir sehr gut, auch das Design gefällt mir sehr gut. Die Unreal Engine funktioniert gut. Warum die Unreal Engine? Wir arbeiten schon ziemlich lange mit Unreal Engine. Wir haben unser letztes Spiel mit Unreal Engine 3.5 war es damals gemacht. Das war Spec Ops The Line für Konsolen und PC. Okay. Und haben immer ein gutes Verhältnis gehabt mit Epic. Waren sehr früh beteiligt im Alpha-Programm von Unreal Engine und konnten sehr viel lernen früh. Und dann war es natürlich, dass wir bei der Unreal Engine bleiben. Dann, was wären denn die Pläne für die Zukunft? Gibt es denn auch noch Pläne, dass zum Beispiel das Spiel auch irgendwann auf Konsolen rauskommen wird? Oder ist das noch eher eine... Wir fokussieren uns im Moment sehr auf den PC, haben Controller-Support im Spiel drin, einfach um uns nicht den Weg zu verbauen, eventuell Konsolen-Ports zu machen. Fokus ist trotzdem PC, Controller kann man ja nun auch schön am PC benutzen. Ja. Viele Leute haben ihren PC auch mal am Fernseher, dann können sie auf der Couch sitzen mit dem Controller das Spiel zocken. Okay.
wahrscheinlich werden wir es auch auf einer der nächsten Shows mal mit Controller zeigen, damit Leute den Unterschied sehen. Okay, sehr gut. Habt ihr denn schon ein genaues Datum für das nächste Jahr? Oder? Anfang nächsten Jahres. Nein, Anfang nächstes Jahr, erstes Quartal nächstes Jahr. Dreadnought, ein Spiel, das ihr unbedingt müsst ansehen. Es ist sehr toll, fühlt sich sehr gut an und super tolle Stadt. Ja. Okay, ja, super, vielen Dank. Ja, gerne. Wir fangen noch lauter verrückt Leute an wir haben gehört, wir interviewen noch mal paar. Und ja, wie heißt ihr denn? Vanessa. Katrin. Okay, was macht ihr denn hier auf der Gamescom? Was gefällt euch besonders? Im Prinzip einfach das, dass wir unsere Cosplays zeigen können. Woran wir halt ewig lang gearbeitet haben. Das wollen wir jetzt zeigen. Ja, genau das. Dass wir unsere Sachen halt eben zeigen können. Mal gucken, was da so läuft. Seid ihr nicht die Einzigen, also es ist hier voll mit Cosplay, echt super anzusehen. Spielt ihr denn auch Videospiele? Ja klar. Welche denn? Von Konsole über PC, also League of Legends, WoW, Heroes of the Storm und ansonsten halt viel Konsole auch. MMORPGs, also am liebsten Online-Spiele. Okay, super. Und du auch? Ja, sie ist mehr so LOL unterwegs, ich bin mehr so Skyrim und so Open World Games. Das ist mehr meins. Könnt ihr unseren Zuschauern denn noch kurz sagen, als was ihr gekommen seid? Ich bin von League of Legends, Exiled Morgana. Ich bin von League of Legends, genau. Okay, wir sagen dann vielen Dank und noch viel Spaß auf der Gamescom. Ja. Grüß dir noch Luxemburg für uns. Ja, als wer bist du denn gekommen? Ich komme aus Ezio, Auditore della Firenze. Boah, also das Kostüm sieht echt klasse aus, sehr aufwendig auch. Hast du alles selbst gemacht? Nicht alles, nein. Also ich werde noch viel selber machen. Das meiste habe ich aber gekauft, das Grundprinzip. Und werde selber noch dran basteln. Okay, wir haben jetzt auch mitbekommen, dass jetzt am Sonntag hier ein Kostüm-Contest quasi ist. Wird verglichen. Freust du dich drauf? Ja, ich bin gespannt. Ich denke, ich habe keine Chance oder so. Oh, das denke ich aber nicht. Also dein Kostüm ist echt aufwendig und auf jeden Fall Respekt für den großen Aufwand. Was ich noch fragen wollte, weißt du darüber Bescheid, dass nächstes Jahr die Comic-Con nach Deutschland kommt? Nein, das ist nicht. Also das wäre auf jeden Fall was, worüber dich informieren könntest. Wäre super für dich, also auf jeden Fall. Dann wünsche ich dir noch viel Spaß und vielen Dank fürs Interview. Viel Spaß auf der Gamescom. So, how did you come to that costume? Well, I like to think of something myself. I don't really like to copy a character, so I really wanted to play Assassin's Creed, but I also really wanted to be Robin from Batman. So I thought, I'm going to be Assassin Robin. Just a little mix-up. That's quite great. You did it all yourself? I did it all myself.
How long did it take? Well, I usually start at the end of Gamescom. While I have time in my free time, I work on it a little bit, but I'm not a full-time cosplayer, so I take the time when I have it. You just took the time in the whole year to work at it like you have. And where do you come from? You speak English? So? From the Netherlands. From the Netherlands. From the Netherlands? Yes. Awesome. That's a pretty awesome. You should make quite a long way. Wow. Well, 1.5 hours, so it's not bad. Yeah, that's all right. From Luxembourg, we have a longer way then. But I must say, your costume looks pretty awesome, and we really like the cosplays out here. It's a great Gamescom. Makes the great. Yeah, exactly. It makes it more fun. Okay, thank you very much. Enjoy the Gamescom the rest of the day, and hope you get home well. Okay. Hotel, but thank you. Eddie, you say goodbye to Luxembourg. Bye. Hoi, hoe maar 3 Figuren, wat geen Figuren stemmen an der Tür. Welche Figuren seid ihr denn heute? Ich bin Prom Queen Annie aus League of Legends. Spirit Guard Udyr aus League of Legends. Alice aus Ragnarok Online. Wow, also es ist Wahnsinn. Wie aufwendig sind denn solche Kostüme? Wie lange braucht ihr, um das vorzubereiten? Schwer zu sagen. Also mein Kostüm hat vielleicht so, da habe ich eine Woche dran genäht, etwa. Die ganze Woche? Mit Hilfe vielleicht 2 Monate relativ intensiv. Ich habe auch eine Woche gebraucht, wobei bei aufwendigeren Kostümen braucht man natürlich dementsprechend auch länger. Ja, also sind alle selbst gemacht. Und ich sehe auch die Haare, also das ist Wahnsinn, das ist wirklich cool. Die Haare, wie lange hast du dafür gebraucht? Die Haare habe ich von einer Freundin machen lassen. Die ist professionelle Maskenbildnerin und ja, die hat das innerhalb von, ich glaube, 17 Stunden gemacht. Wie viel? 17 Stunden. 17 Stunden! Okay, Wahnsinn. Also all Respekt. Okay, wir haben wahnsinnig Respekt für eure Kleidung. Wahnsinn. Und ich finde es auch cool. Ich finde, es müssten mehr Leute geben, die das machen. Denn es macht die Gamescom zu einer schöneren Gamescom. Und auf jeden Fall farbiger. Okay, vielen Dank und noch viel Spaß auf der Gamescom. Und wir können vielleicht noch Luxemburg Eddie sagen. Wir sagen Eddie. Sag mal Eddie. Also hier op der Gamescom ganz viel Cosplayers, viel zu frohen, für was dann heißen, was ihnen so viel Spaß macht. So, basically, what makes you wear outfits like that? I love League of Legends, I love Jinx. She's crazy. Awesome. Thank you. Okay, and now, does it take much time to get in the costume? I did this costume 1 year, like this. Oh, you did it yourself, so. Yes. All myself. Awesome. Pretty awesome. So, where you come from? So. We're from Russia. From Germany? No, from Russia. From Russia. Russia. You came all the way from Russia. Yes. Just for the Gamescom. That's a far way to go. It's pretty awesome. Thank you. So I'm not gonna waste any of your time. Wish you all the best and have fun at the Gamescom. Thank you. Thank you very much. Thank you too. Bye. Wie ist denn dein Name? Mein Name ist Monique Deckers. Okay, und als welche Figur bist du denn hier? Ich bin die Heldin aus Magical Starsign. Ah, super, das heißt, dieses Spiel magst du? Ja. Spielst du denn sonst noch irgendwelche Spiele? Ja, ich spiele sehr oft Online-Spiele, aber auch, auch so für Nintendo oder auch mal für die Wii. Also ich bin nicht eine, die viel an der Playstation spielt oder so, da ich die Konsolen auch nicht besitze. Ja, also jetzt mal, was die Zuschauer bestimmt interessiert, wie aufwendig ist es, sowas morgens anzuziehen? Wie lange hast du gebraucht? Wie lange habe ich gebraucht? Ja. Das weiß ich jetzt eigentlich gar nicht. Aber ich habe schon sehr lange gebraucht. Also 3-4 Wochen bestimmt. 3-4 Wochen, um alles vorzubereiten? Also alles selbst gemacht? Ja, ist alles selbst gemacht. All Respekt. All Respekt. Vielen Dank und noch viel Spaß hier auf der Gamescom. Dankeschön, Ihnen auch. So, we are here with a lovely lady. Hi, what's your name? I'm Alexandra. Hi, Alexandra. Well, who are you today? I'm Jaina from World of Warcraft. Okay. Awesome. How long did it take you to make the costume? 1 week. 1 week? Yeah. Including the staff? Yeah, sure. Do you play regularly?
Of course, Blizzard is my favorite video game developer, and World of Warcraft is my favorite game ever. Mine as well, mine as well. I suppose you are a fan of the Alliance. No, I play in the Horde. Yes. But I like Jaina and her design, but in the cloakroom I have a Horde t-shirt and Horde, my heart belongs to Horde. Okay, awesome, awesome. Do you want to say bye to the camp? Yeah, sure. Das kann vielleicht auch schief gehen. Voilà, neben all den Zuschauer an Besucher, die reinkommen, sind natürlich auch ganz viele Leute, die halt der Gamescom schaffen. Und zu denen wir auch frohen übrig. Wie ist es denn hier so zu arbeiten jetzt hier auf der Gamescom? Also sehr anstrengend, aber die Leute sind alle super nett, super freundlich, fragen höflich nach Fotos und die Stimmung hier ist natürlich super. Ja, der Andrang ist auch sehr groß dieses Jahr. Habt ihr denn schon, ist es euer erstes Jahr, wo ihr arbeitet, oder habt ihr schon früher hier gearbeitet? Also für die Gamescom ist es das erste Mal. Ich habe schon auf Messen gearbeitet, aber noch nicht auf sowas Großem wie hier jetzt. Und das ist schon enorm und unvergleichbar. Also und in den Kostümen, ihr seht ja super aus in den Kostümen. Ist es dann nicht so heiß an solchen heißen Freitag wie heute? ja, also ehrlich gesagt, gestern war es ein bisschen schlimmer, heute geht es eigentlich. Und wenn man sich drinnen in den Hallen aufhält, dann ist es okay. Ja, also auf jeden Fall freue ich mich zu hören, dass die Besucher alle sehr nett sind. Also wenn ihr das als Erfahrung macht, dann ist es ja super hier zu arbeiten, oder? Ja, auf jeden Fall. Ich habe jetzt noch hier und mal noch gesagt, Hashtag #WeTheGamers. Wir sagen vielen Dank an die Gamescom Crew und schönen Tag noch. Naja, wie all Jahr auf der Gamescom haben wir auch eine Bundeswehr. Und ehrlich gesagt, ich weiß nicht, ob viele Leute wissen, für was die hier sind. Ich persönlich, ich weiß nicht, was die hier machen oder was die mit Videospielen zu tun. Also, ja, wir können ja mal gucken. Vielleicht kriegen sie da ja ein paar überzeugt, ich weiß nicht. Also ehrlich gesagt, ich bin überfroht. Von der Stadt gesehen, ich bin persönlich überfroht. Kommen wir mal lieber weiter. Cosplayer an Voilà, Heimalo bei dem YouTube-Stand sozusagen. Zio ganz viel Online-Medien des Jahr gefreut, dann noch Streamer, YouTuber, alles Majors. Hi, so eine Gruppe Let's Player, die live Let's Play machen auf der Gamescom. Und ja, mehr haben einen Streamer getroffen, den wir interviewt haben. Oh ja, wir haben einen norddeutscher Junge getroffen, das ist der Basti. Und der spielt vor allem auf Twitch. Und was er noch am Interview gesagt hat, gesagt immer hallo. Ja. Okay, wir sind auf der Gamescom und hier sind nicht nur Spieler, hier sind doch Streamer, die hier präsent sind. Und einer von dem hier, das ist ein norddeutscher Junge, der Sebastian. Ja, Basti. Basti. Hi. Basti, 26 Follower auf Twitch. 26.000, habe ich gesagt, 26.000. Das ist erstmal sehr viele. Wie fühlt sich das denn an, so viele Follower zu haben? Ach, das merkst du gar nicht so. Also es ist irgendwie. Ich habe ja mal irgendwann mit 26 angefangen und dann sind es halt über die Zeit ein paar mehr geworden, aber also es verändert sich ja nichts, außer dass halt ein paar mehr Leute dabei sind, man mit ein paar mehr Leuten Spaß haben kann. Ich kann gar nicht reden heute. Verrückt. Wie ist das denn was ist das denn für so ein Gefühl, wenn man spielt und man merkt, da sehen wir gerade 500 Leute zu? Also eigentlich ist es ja egal, du siehst ja nicht, die stehen ja nicht vor dir. Also eben gerade auf der World of Nerds Bühne war das halt was anderes, weil da siehst du die Leute halt wirklich mal. Und ich meine, wenn dir jemand schreibt, du bist ein blöder Hund, geht dir das am Arsch vorbei. Wenn der aber vor dir steht und sagt, du Sackgesicht, so, weißt du, das ist halt was anderes. Ja. Also da kann man schon mal nervöser werden, aber eigentlich sind die Leute halt alle gut drauf. Und das Einzige, wo man es halt wirklich dann merkt, ist, dass der Chat halt schneller durchläuft und das halt anstrengender wird, das wirklich, also zu versuchen zumindest alles zu lesen. Man kann nicht alles lesen, aber zumindest so, wenn du noch nebenbei vernünftig zocken willst und dann auch versuchst, alles zu lesen, ist halt schwieriger und du musst dich mehr konzentrieren, aber es macht halt auch mehr Spaß, weil halt mehr geile Leute dabei sind. Ja. Welche Spiele würdest du denn am liebsten? Spielst du lieber Singleplayer, spielst du lieber Multiplayer? Welche Spiele sind dir am liebsten? Sowohl als auch, also ich spiele gerne mal alleine, so, aber halt mit anderen Leuten macht es natürlich auch viel mehr Spaß, so, ne? Aber halt,
ich habe immer so Phasen halt, wenn ich mal eine ganze Weile irgendwie so einen Multiplayer gespielt habe, meinetwegen so ein, was weiß ich, Daisy Age von Simon oder sowas und die Leute kennen dich dann da irgendwann und sind dann auch mit dir auf dem Server, dann ziehe ich mich auch gerne mal wieder zurück und spiele einfach mal einen Singleplayer, um einfach mal nicht die ganze Zeit irgendwelche Kugeln in der WR fliegen zu haben. Ja, okay. Und was ist so deine Erfahrung? Weil Singleplayer ist ja eher schwierig. Singleplayer ist ja eher schwierig, denn da sind manchmal Passagen drin, zum Beispiel die Cutscenes und alles, wird es dann weniger Zuschauer sofort geben. Was ist deine Erfahrung mit Twitch? Weniger wird es auf jeden Fall nicht, weil die Leute bleiben ja da. Also es ist ja jetzt, oder schaltest du ab, wenn irgendwie eine längere Szene kommt oder man gerade von A nach B laufen muss. Ich glaube, das kennt jeder Gamer, dass man mal irgendwo hingehen muss, halt so ganz normal, dass es auch mal ein bisschen dauert. Da hat man, glaube ich, auch Verständnis für. Und außerdem redet man dann ja halt in den Zeiten halt viel mehr oder hat halt viel mehr Möglichkeiten, auf den Chat reinzugehen, Fragen zu beantworten. Es kommen ja immer neue Leute rein, die das Spiel vielleicht nicht kennen, denen man mal kurz einen Überblick gibt und einfach mal erklärt, was gerade so passiert oder was man gerade vorhat. Man überlegt sich eine Taktik oder fällt einfach mal vom Stuhl oder was auch immer. Ja, alles klar. Also willst du noch was zu den Luxemburgern sagen? Vielleicht die Luxemburger ein bisschen animieren, weiter Twitch zu sehen oder noch mehr Twitch zu sehen? Diesmal ist doch nicht so bekannt, Twitch ist das anzuschauen. So tatsächlich? Also ich weiß gar nicht, gibt es extra Luxemburger Channels und sowas? Also es gibt sehr wenige Channels mit sehr wenig Klicks. Also die Szene ist da, die Spieler sind da, aber so eine gemeinschaftliche Community haben wir noch nicht. Deswegen haben wir es versucht durch die Sendung. Wir geben uns Mühe. Also wir können uns vielleicht jetzt gemeinsam hier animieren, die Leute mehr auf Twitch zu bringen. Ja, dann macht das auf jeden Fall. Jeder kann seinen Channel machen. Jeder kann da halt zum Star werden und haut rein. Also support your local scene. So. Holt euch eure Luxemburger Streamer ran. Ja, vielen Dank, Basti. Ich wünsche auf jeden Fall noch alles Gute und de bonne Continuation. Viel Spaß auf der Gamescom. Danke. Ja, da müsst ihr reinsprechen. Was ist da hier unten? Das Mikrofon ist kaputt gegangen vorhin und so. Ihr habt gar keins dabei, ja? Ne? Doch, wir haben so. Ja. Ich habe der Gamescom geredet, nicht mit Videospieler, es gibt auch Games-Accessoires. Das heißt zum Beispiel Gaming Gear, einen anderen Setzer ganz wichtig wie der Rick, weil man hier so viel setzen an. Das von DX Racer, die zum Beispiel meins gut. Okay, wir probieren sie mal. PJ, was siehst du dazu? Ja, also nächsten Eindruck ist gut. Lang Dauer, ich meine, die kann ich noch ein bisschen verstellen und so, ob sie sich customizen, ob sein mit großen oder mit kleinen Körper. Was auch immens praktisch ist, die Küsse für das Genick, ja? Das ist genial. Also das schließt du an, während du spielst. Ja, das ist für den Traum von allen Spielern, einfach nie mehr müssen abstehen. Ja. Du kannst dann an der Hand nicht machen, ich weiß da nicht weh. Ja. Mal nicht Futti, ja? Nein, ist ein Knäpscher, so ist ein Knäpscher. So ist das vielleicht fliegen schon fort. Du müsstest Schneider setzen. Ich strecke jetzt noch. Eben direkt zu tun. Chargiert, nicht. Okay, auf jeden Fall Gamescom immens cool auch für Gaming Gear. Also das geht von allen Aspekten von Gaming Apps gewohnt. Immens cool. Kommen wir mal weiter. Voilà, das ist halt ein Oculus Rift, den ihr seht. Wir wollten den wirklich hier testen kommen. Wie lange muss ich hier warten? 3 Stunden. 3 Stunden. Du, so was noch andere Leute hier auf der Gamescom gegangen und das gesehen hallo. Wir sind in der Reihe von Oculus und wie gesagt, die Leute waren 3 Stunden, wir freuen uns mal, was sie davon erhalten. Was denkt ihr denn, wir sind in der Reihe von Oculus? Wie lange wartet ihr schon jetzt? Seit 2,5 Stunden. Seit 2,5 Stunden. Und was denkt ihr denn von den Gamescom, wenn man so lange warten muss? Also ich fand es, um ehrlich zu sein, eine gute Erholung, weil ich so viel rumgerannt war und sowieso sitzen wollte. Da stört es mich jetzt überhaupt nicht zu warten. Ja. Okay, also 2 Stunden ist schon ein bisschen lang trotzdem. Wie lange darf man denn durchstehen? Wisst ihr das? Das Durchspielen? Ja, wie lange hat man sie an? Weiß ich gar nicht. Ich weiß es auch nicht. 20 Sekunden hat man sie an für 3 Stunden warten. Hi auf der Gamescom auch Virtual Reality. Das geht hier. Stehen wir beim Stand von Project Morpheus. Und wir wollten ein bisschen so wissen, wie das ungefähr so aufgelaufen ist. Und was Leute so gesagt sind. So, basically, what are you going to tell us about the people who tried Project Morpheus? What did you say? How was the feedback? Generally, everyone has absolutely loved Project Morpheus. The main thing is it gives you a total sense of immersion in a virtual world and that sense of presence, of actually being there. Everyone we've spoken to has had a demo with us. It's very intuitive and it's
it's as if you're actually there. No one complained about sick motion or anything like that? No, well, since we haven't had any complaints about motion sickness, which has been great, because since we improved that the FPS now runs at 120 FPS, and also the latency is under 18 milliseconds. So it's so smooth that it reduces the chance of motion sickness greatly. That's a great news, because it's a kind of good news to see that it's progress there, and we're coming at the point that virtual reality is actually quite near and for everyone. Oh yeah. So when is the release date for Project Morpheus? Has it got a fixed release date yet? At present, it's due for release in the first half of 2016. First half 2016. Okay. Also echt haltend 2016 kommt Project Morpheus raus. Wie man hier nun Feedback ist genial. Und wir gucken mal weiter, was wir sonst noch erfahren. Thank you very much. Thank you. Ja, okay, Pitboy, wie findest du dann zum Beispiel, dass am Fallout 4 der Charakter eine Stimme hat? Ja, da fallen mir auch, also wir machen weiter. Merci. Voilà, den Tag geht so los zu Anaheim auf der Gamescom, die Sonne geht so los in, die Leute gehen los heim. Wir hatten einen fantastischen Tag, das ist so viel zu erleben, so viel zu sehen. Und voilà, los nach 2D, just die Hause nach, und werden nach ganz viele Leute kommen. Über 500.000 Leute haben sie sich das Jahr erwartet, haben sie gesagt. Mike, was siehst du dazu? Das ist Wahnsinn. Also ich werde bald nächstes Jahr dabei sein, auf der Gamescom, und ich hoffe, dass es mehr wie ein Tag wird sein, weil es so viel zu gucken. dass er da einfach genau dran passt. Oh ja, da bleibt das nach so schaut nichts vor Mann, wann es nächstes hecht. Hey, ciao, ciao. That's fucking teamwork!